Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction When Player Must Leave. Folge 4 vom World Squad 2023. Ich bin gehypt, ich hab Bock, ich hoffe ihr auch und damit gehen wir rein, Leute. Okay guys, please listen a minute, give me a minute. Just some words from my side about yesterday. I will start positive. Oh, da ist er wieder. Der Mann der klaren Worte. Ich mag ihn. I think the only positive thing about yesterday is that we won. That's the only thing. What happened off the pitch and during the game, the celebration, that's not like professional. I don't know what happened in your mind. I know you're 16, 17, 18 years old kids, so it's difficult for you. You come here to us, wear a Bayern jersey, wear a Bayern training suit, but trust me, you guys so far away to become a professional, very far away, okay? Humble, you guys know what humble means? That's the key to success, humble, be humble, be humble. You must not celebrate like Messi or Thomas Müller, whatever. Those players are the best players in the world. Question, guys. So yesterday when we went to the game, question, why the people ask you about photos? Why? Why the people will take pictures with you? Sorry? Yeah, why you wear a Bayern training suit, yeah? It's not the individual person. And that shows you no one here in this room, individual, can have success, just as a team, yeah? As we told you on the first day, yeah? So now we will have one more game here. I think it's the most difficult game against River, the biggest club here, or one of the biggest clubs in this country, and it's up to you. From now on, we can start a success story together, as I mentioned before. We can move together as a team to Germany, or we can move forward as an individual player. Celebrate by your own, or we can work together as a team and help each other. Ja, klare Worte. Jeder Spieler nimmt eine unterschiedliche Entwicklung. Wir wünschen es jedem, Profi zu werden. Aber im Endeffekt, wir können nur die Rahmenbedingungen setzen, ihnen dabei helfen. Aber sie sind dann selbst verantwortlich für sich selbst, ob sie es dann annehmen und ob sie es dann dementsprechend dann auch umsetzen. Pues erwartet man nicht hier in Buenos Aires. Y como ves, Argentina siempre por el fútbol es muy apasionado y para mí lo lleva a cabo a eso. Que somos muy apasionados del fútbol y muchos sentimientos. Meine, da fragt man sich, wenn man sowas sieht, wie lange man gebraucht hat, um das zu machen. Ja, wunderschön. Me encanta, está muy bueno, muy bueno. Me parece una idea muy linda porque también el Bayern Múnich es un equipo gigante, enorme. Schauen, wie das Spiel läuft, und dann machen wir auch nach dem Spiel die definitive Entscheidung über den Kader für Deutschland. Ja. Wir müssen auch Spiel abwarten. Also hier hat jeder seine Möglichkeit bekommen, es bekommt jeder seine Möglichkeit, jeder, der hier ist. Man hat es gesehen bei den ersten Spielen, da kam jeder zum Einsatz, jeder hat seine Minuten bekommen. Bei Gon sind wir schon, glaube ich, einig, dass er weit weg vom Niveau und dass er dadurch jetzt eine Woche auch nichts machen konnte. Es wird noch weiter weggeworfen und das sollte nicht mehr einholen in diese Zeit. Ja. Und dann für die andere, das warten wir jetzt morgen mal beim Spiel. Vielleicht Überraschung, morgen einer schießt 3 Tore oder nein, aber Alles möglich. Ja, nein, die scheinen nicht eine, aber man weiß es nie. Da muss ich vorhin schon wieder immer einmarschieren. Das Fußball, alles ist möglich, immer. Für mich ist die Entscheidung klar. Ein Nein, Theater. aber die 90% steht fest, aber man muss immer diese 10% immer offen lassen, finde ich noch. Sehe ich genauso. Leider im Fußballgeschäft und auch bei solchen Projekt muss man auch ab und zu mal solche Entscheidungen treffen, auch wenn die nicht einfach sind zu nehmen. Aber jetzt kommt die Phase dann, gerade wenn es jetzt nach München geht, wo es dann darum zählt, wer die beste Leistung bringt.
Ja, am Ende des Tages reden wir über Leistungssport, ne? Ist so. Knallharter Leistungssport. Und nicht Freizeitgekicke im Park, Alter. Ey, wie ist denn die Umrechnung von 2 Kubikzentimeter auf Bar? Guck mal, wie er die Barzahl misst. Wenn? Okay, guys, quickly. Well trained. Great goal here. Some promising attacks on both sides. Ryan, if there is pressure and you have like 3 meters left, go for the ball. Yeah, not for the man, for the ball. Stay on your feet, stay on your feet. No foul, no foul, no foul. That's it, David. Ja, das machen wir erstmal ganz schnell. It's professional football as well. Sometimes we don't know yet. We will discuss it. So if you know, so we're still thinking if we bring or we take everybody for the last 2 weeks. I think that last year as well, some players didn't make the cup. We will discuss that tonight and tomorrow after the game. Also ich bin mit allen 3 sehr zufrieden, aber es ist natürlich schwer in den paar Tagen sich zu entwickeln. Wir mussten erstmal mit der Zeitumstellung in alles reinkommen, aber man hat schon bei einigen schon richtig Qualität gesehen. Victor, wie gesagt, der spielt wahrscheinlich, ne? Die anderen haben schon 90 Minuten gespielt, so. Ne? Aber das macht einen sehr guten Eindruck bis jetzt, muss ich sagen, auch heute wieder bei der Torschussübung. Da sieht man schon, bei ihm muss man schon Gas geben, um ein Tor zu machen. Natürlich gibt es eine gewisse Reihenfolge. Der Victor mit seiner Körpergröße, mit seiner Präsenz, das ist schon herausragend. I have one match. It was against Bayern in Champions League, and we beat Bayern under 19 2-1. And it was I think it was my best match with a lot of good saves in my career. Zum Team-Event. Müssen mehr eine Mannschaft werden. Jetzt sind wir hier irgendwo in der Middle of Nowhere. Middle of nowhere. Teambuilding nennt man das. Rápido, entren rápido. Messi. Carnelo. Ronaldo. You're welcome. This is Messi. And And this is Ronaldo. Guess which is Elton John. Ronaldo. Pass to pass, come. Boy. Hey, no, relax. Relax. Not all of you. Relax. Man, easy. Okay, eso, grande. Und schön die Kippe im Hals, wa? Beim Pferdeaufsatteln. Joni. I've done it a while back, but it's gonna be a good experience, fun experience. Yeah, it's really nice. You know, it's just nice animals, and you can control them. Shh. Shh. Yeah, it's not moving like they're peaceful, so. Yeah. Geil. Adam, der ist zum 3. Jahr jetzt bei uns. I think this is like better than the first years and the second, and this is the last chance, like my last years.
Go, 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 go. There's an empty horse. There's an empty horse. Schnauze voll, Junge, der hat mich runtergeworfen. Hast du wehgetan? Na, nie wieder. Geil. Yeah, it was nice. So good, so nice. That was better. Haben natürlich auch hoffen, deswegen ist das dritte ja auch dabei, dass er dementsprechend die Entwicklung nimmt, weil er hat super Qualitäten, er ist ein super Techniker, ist beidfüßig. Of course, I want to take the charge, you know, because I have the experience. Der muss noch ein bisschen ruhiger werden, dass er nicht so viel zeigen muss, weil dann legst du auch ein bisschen viel Druck auf dich selber. I think every year, like, learn a new thing and improving. I think I'm a better player right now. Gibt aber auch den anderen Weg leider, dass man gewisse Erwartungen an Spieler hat, auch vom letzten Jahr. I'm trying my best, I'm putting in my best. Und man eigentlich keine Entwicklung aktuell sieht. Yeah, I need to score goals, man. Goals is really affecting me. Like, I don't know why. I can play, but I don't know why. Das ist schade, weil wir uns da mehr erhofft haben. It's bad. It's really bad, like for a striker, right? But in Nigeria, I do score, like very well. I'm not nervous on the pitch, but I don't know why. I don't know why I don't score goals. Ladehemmung zum falschen Zeitpunkt, wa? Look where we're at. Argentina Juniors Stadium. Ça va, ça va, ça va. Aber ich habe schon ein cooles Programm, ne? Also zumindest die Einblicke, die man so kriegt jetzt. Mit diesen Teamabend und so weiter. Schon nice. Von der Bewegung her passt es. Er kann Druck auf seinen Fuß ausüben, er spürt keine Schmerzen. Wenn er das heute durchziehen kann und der Fuß nicht anschwillt, dann können wir morgen auf den Platz gehen. Eu nunca tive uma lesão séria. Wir wollen auch kein Risiko eingehen, dass wir ihn zu früh wieder bringen und dass er dann sich noch richtig schwer verletzt. Fico feliz. Eu venho trabalhando para poder mostrar meu trabalho. Eu sei que eu ainda posso mostrar mais e eu sei que eu ainda tenho objetivos maiores para alcançar e eu ainda vou surpreender bastante. Er ist sehr extrem fokussiert, weil er immer alles zu 100% machen will, was auch gut ist. Hoffentlich ist er schnell wieder dabei. Es geht jeden Tag ein bisschen besser und ich hoffe, dass er mindestens in Deutschland wieder einsetzbar ist, weil ich möchte ihn gerne noch mal öfter sehen auf dem Platz, was er kann, weil bis jetzt sieht man schon, dass er kicken kann. Gute medizinische Abteilung, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen, geht schon wieder. Läuft doch nicht irgendwie unrund, ehrlich gesagt, neben seine Wadenansicht.
Schon gut ausgebildet, der Kollege. Fiquei muito tempo colocando gelo, tratando. E aí, chegar a primeira corrida, às vezes dá um pouquinho de medo de pular, de aterrissar. Mas aos poucos vai perdendo esse medo e agora eu já tô mais tranquilo, já tô mais confiante. Acho que agora é só continuar treinando e que eu já vou estar melhor. Vorläufer für mich für Kapitän ist immer noch Gustavo. Deine Entscheidung. Gustavo macht, glaube ich, bei uns alle den besten Eindruck von den Feldspielern bis jetzt. Von 6 Tagen von so einem Sprunggelenk, jeden Tag ein bisschen besser, aber auch wenn ich ihn bei dir sehe, ein bisschen von Abstand, gibt er auch alles. Und so schnell, weil der will auch wieder so schnell wie möglich seine Fähigkeiten zeigen an uns. Ich glaube, wenn du Gustavo offiziell als Kapitän ernennst, es gibt ihm auch nochmal einen Schub. Gustavo, das war für mich der Kapitän. Maradona es, acá en Argentina, un dios, es lo más grande que hay. Siempre de buena manera la bandera argentina. ¿Cómo te puedo decir? Muy grande, enorme. Ist schon krass, oder? Man guckt euch mal an, was ein Messi erreicht hat. Aber gefühlt kommt so Messi immer noch nicht an den Status eines Maradonas ran, oder? Schon echt wild, ey. La verdad que el Diego siempre dio todo en la cancha y bueno, se merece representación. Como ejemplo Maradona, creo que una de las grandes leyendas de fútbol. Guck mal hier, World Squad Familie ist auch mir sein Mühen. 2 Jungs hier extra 5 Stunden im Bus gekommen, sensationell, oder? Um uns noch mal zu sehen. Herbo und Matteo. Creo que es un gran proyecto que le da oportunidades a muchos chicos. Yo fui un afortunado de ser parte. Lo disfruté muchísimo y creo que fue una de las mejores experiencias en mi vida. Los 2 años que yo estuve la pasé muy bien, conocí gente muy buena. Creo que es un gran proyecto que le da confianza a muchos chicos y puede hacer que exploten todo su potencial. So guys, it's a pleasure for me to introduce you guys to our former World Squad players, Matteo Franzotti and Geronimo Vidal. They went 5 hours from Santa Fe to see us, to say hello. That shows us, as you are part of the World Squad family, you will be always a part in the World Squad families, and I think big thank you that you moved to us to say hello, to see you again. Es algo que si te va bien les puede abrir muchas puertas y que exploten todo su potencial nada más. No, que piensen en su futuro, que si es lo que quieren ellos realmente ser jugadores profesionales, dejen todo, que acá el Bayern te va a dar todo lo necesario para que cumplan su sueño. Una sensación muy linda, siempre entrenar en un estadio de primera división, lo más lindo que hay y más entrenando con el Bayern München, una sensación muy linda. Was auch zu sehen war, da sieht man, wie viel Gedanken sich die Jungs dann eigentlich machen. In dem Fall beim Adam, der eine ganz andere Herangehensweise hat als die letzten beiden Jahre. I was like last year, like talk a lot, but this time is just like relaxed. Er ist sehr extrem fokussiert, in sich gekehrt. I think this is what I was needed like in the last 2 years. So I think it make like the difference right now. Weil er weiß, dass es sein letztes Jahr ist und das nicht aufgrund der Leistung, sondern weil er aufgrund vom Alter dann rausfällt und seine letzte Plattform ist eigentlich bei uns, sich noch mal präsentieren zu können. Das haben wir im Spiel auch gesehen, ab und zu ein bisschen zu lange an der Ball, aber das haben wir ihm angegeben in der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er das schon besser gemacht, hat natürlich fast ein Tor gemacht. Das hätte uns nicht nur für die Mannschaft gefreut, aber auch für ihn. Wir hatten da auch noch mal ein Gespräch jetzt mit ihm. You dribble way too long with the ball. Head up, don't dribble too much and get your teammates in the system. You're just thinking yourself. If I score goals, so everybody will see me. Hoffen, dass er es jetzt annimmt und dann hoffentlich auch zu 100% umsetzt, weil er hat... Ja, das ist ja, was ich auch schon mal sagte, ne? Wenn du dann diese Chance bekommst, ja, ist es natürlich verdammt schwer zu sagen, so, ihr müsst jetzt ein Team werden und
So, jeder will sich zeigen, so, ne? Jeder will Akzente setzen und für viele ist es halt am einfachsten so aus der Sicht, ja, wenn ich ein Tor mache, bin ich im Fokus, ne? Aber da sind natürlich, da ist ein Roy, da sind alles erfahrene Trainer, die das natürlich anders sehen, ne? Du kannst ein sehr, sehr guter Spieler sein, ohne irgendwelche Tore zu machen oder ohne auch super jetzt auffällig zu sein oder sonst was, ne? Aber klar, wenn du da so als junger Spieler bist, sieht man das vielleicht ein bisschen anders, ne? Qualitäten und hoffen, dass er den Schritt macht und auch sein Ziel verfolgen kann, Profi zu werden. I was like trying to be the nice guy, but it's not like that anymore. Good ball! Well done! Like now, it's more like to try to win, like every tackle and every shot. So, yeah. Adam, go forward, go forward. That's it, well done! Treasure, go 1 against 1. That's it, Treasure! Spiel, play. Ja, Zeichen stehen auf Abschied. Beim Treasure reicht leider einfach nicht. Roy ist natürlich noch mal viel tiefer in taktischen Übungen drin und im System. Und da siehst du halt, dass da einfach Basis fehlt und das kriegst du auch in der Zeit in 4 Wochen nicht hin, das ihm beizubringen. Es gibt viele Spieler, die die Technik nicht haben, aber den Kopf dafür. Wenn du 100% den Ehrgeiz hast, dann schaffst du es trotzdem. Hier gibt es, glaube ich, genügend Beispiele. Es fehlt ja auch der Fokus komplett. Easy, Treasure. Treasure, go 1 against 1. Come on. Guys, come quickly. Mosquitoes are coming. Okay, guys, quickly. Good session. This was not easy. Really well done, guys. Das ist nur die Frage, wer spielt mehr mit David? Adam oder Sebastian? Die werden beide so durchspielen, aber wer fängt an? Gibt man Adam, dass er uns noch mal zeigen kann, ob er auch in dieser Mannschaft spielen kann? Und dann Sebastian, der kommt sowieso rein, der macht das bis jetzt auch ordentlich. Ich glaube, wenn die jetzt Adam auf die Bank setzt bei dem Spiel, dann kriegt er auf jeden Fall einen Knick mit, glaube ich. Ich glaube auch, für mich ist das für ihn die Generalprobe für München, sage ich jetzt mal. Bei mir ging es auch Richtung Adam, aber doch, mal schauen, weil wenn Gustavo fit ist und das so bis jetzt so macht, ja, das dann ist es für mich David und Gustavo. Ja, auch da gibt es schon harte Entscheidungen zu treffen, ne? Okay, guys, it's going to be a short one because I think we gave enough information the last couple of days the way we want to play. Our captain for this trip, General, will be, and he's not playing tomorrow, Gustavo. The way he did. So when you're fit and you play, you are the captain of this team. And the number 2 is Ryan. So that's clear. You deserved it, both of you. It could have been a couple other ones as well. But so it's clear. And sometimes it happens that the captain is not playing. E eu agradeci muito ao coach. Eu gosto de chamar essa responsabilidade para mim. Eu prometo sempre dar o meu melhor ao grupo e eu fico muito feliz em ser o capitão do time. Thank you, guys. Nervous? Oh. Maybe a little bit. Heute werden wir gewinnen zum Abschluss der Reise. Highlights of the 2 weeks here in Argentina. You already see the difference. And we can play in the first team. Normally only the first team can play here, or train, and second team. And we can play there. That's already enough. Best pitch of the week where we're going to play. Good opponent. Start compact. What's the most important to be compact? Communication. And the most important thing we have spoke about from day 1 to now, play as one team. You showed in the first 2 games that if you play as one team,
And it's not easy to read this. So show that again. Play as one team, help each other, celebrate together, good luck guys. Sehr interessantes Projekt, wo die Jungen haben die Möglichkeit bei Bayern zu trainieren. Es sind viele Jungen von verschiedenen Ländern, andere Kultur. Der Demi, Alter. Auch super sympathischer Mann gewesen. Ich als Spieler habe immer so eine brutale Emotion gehabt. Ich habe die Möglichkeit, das Trikot zu tragen von Bayern München. Das musst du das leben, kannst du nicht erklären. Well done! Take your speed, take your speed! Play! Come on, Siam, no problem. You're in Argentina, they follow you. That's a good direction, come on! Well done, David! Now easy. Well done. Marco Isaías, muy bien. Von den defensiven Kompakten machen wir eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben keine Torschüsse bis jetzt. Run, Ryan! Last minute! Hey, young man! Oh, yeah, okay, well done! So, same as Marco. So for the beginning, not that you step up all the time like we spoke, like hold the line, be compact, communicate, and then it depends on the situation. But it will come in after. Okay? Yeah? Yeah. Okay. Well done! Make sure mag zeker dat hij zich goed afwarmt. We're facing the best opponent so far. Because the way their ball handling is, the way they move. And if they move a lot, opponent does a lot of position changes. What's important for us? Our positioning. Because that's what I said sometimes. I said once to Adam, that you're sometimes in front of your opponent, no problem. But just make sure that the pass line is out. I said to Marco, welcome in Argentina. They kick you. I mean, I've been in the strike as well. They kick me a lot as well. But that's the job of a striker. But that's why if we play faster, they can't kick you, or the referee sees it really clear. Well done. If somebody is dead physically, we have people on the bench. No, not now, but during the second half, and otherwise we will see. Always inside first, Ryan, that's it. As long as you see him. Yeah, go Victor, go Victor! Victor, well done. Well done, Ryan. You come for Isaías. Adam will go to number 10, and you outside the box. Yeah, okay. Isaías, Adam. Outside the box. Offensive and... 14 sale. Go Victor, go! Well done. Dit komt goed langs. De week bij Adam ziet of die Zena is er weer völlig verloren. Hey, you're not playing as a striker, Adam. Play as a midfielder. Yeah, yes. It's always yes. Just do. Yeah, not sure. Go Victor, go! Just call me when you need goose. Ja, das ist kein Vertragsverlängerung jetzt. Der hat er überragend reingemacht. Mal Victor! Oh. Yes. Oh, verdient. Oh. Du hast auch gewonnen. Da ist der Rücken. Hallo, ich bin da wieder mal auf. Du hast auch gewonnen. Dein Rücken wollte nicht, oder? Nee. Weißt du, was hier drin ist? 3 Punkte.
Sit down, guys. I don't know what to say, guys. Huh? What you guys achieved in 12 days to show this performance, incredible. But I mean, how many saves you had to do in the whole game? 2, maybe 3. But they are a good team with good players. If you play compact, Ryan recovers a couple balls without even having to move. You cover the inside first, then young Min can stay, and then the amount of chances we had the second half, we could have scored maybe 1 or 2 more. Great victory. We worked as a team, you worked hard, each and every one, and then we go home with 2 victories. But especially the way we played today, that's even nicer, gives me more value than a win, the way we played as a team. Captain, you want to say something? ¿Quieres decir algo, capitano? Congratulations. Wenn du jetzt gerade in der Kabine geguckt hast, gibt es ja immer Licht und Schatten. Du hast gesehen, dass da schon 5 lange Gesichter waren von den Jungs, die nicht gespielt haben. Und gleich werden noch viel längere Gesichter, weil wir jetzt halt gleich 2 Jungs noch leider sagen müssen, dass wir sie nach Hause schicken, dass sie nicht mehr dabei sein werden, weil es einfach von der Leistung her nicht passt. Tja, gehört halt leider auch dazu, ne? Das sind immer so unangenehme Momente. Komplett. Ja. Für so eine Entscheidung gibt es ja sowieso keine gute Minute, also, oder keinen guten Moment. Ja, Leute, das war Folge 4. War wieder ein sehr interessanter Einblick. Die Jungs haben Erfolgserlebnis gehabt. Freude, zufrieden. Ja, jetzt geht's nach Deutschland. Bin ich mal gespannt. Und bin mal gespannt, ob wir davon vielleicht in Zukunft jemanden bei uns in der Jugendabteilung sehen werden. Das wäre natürlich das Optimum, was dahinter steckt. Ne? In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.